An? Joel? Was wäre die schwerste Turnübung, die du an den letzten Tag gemäht hast? Es war aus einem Liegestuhl abzuklammen, den sich vor dem Gästeknäpfchen befand, weil der Jugendpreis überreicht ging. Und ja, ich schlug an dem Liegestuhl und du hast mir gesagt, der Podcast hat einen Preis gewonnen. Und ich schlug relativ tief und ich war ziemlich aufgeregt und das war dann effektiv ein bisschen ein spannender Moment, für da rauszukommen und dann den Weg bis bei der Bühne zu fahren und auf der Bühne zu realisieren, dass es effektiv war, dass wir den Druck da gewonnen haben. Wie war es für dich? Du warst für den Ekran daheim. Ja, ich wäre für den Ekran, ich wäre ein bisschen so am Impfdelirium und hat ein bisschen so Nebenwirkungen auf meiner Covid-Impfung, weil am Anfang cool, dass du dich die gut, aber ich wäre wirklich im Moment nicht gegläft. Ich dachte, okay, du bildest da gerade an und du hast dich und Sandra auf der Bühne stehen und ich dachte, okay, das scheint aber wirklich schwer zu sein. Also ich habe für den Preis, wenn ich gedacht so, als Lützeburg Pratt für ein Projekt wie Eisen zu primieren und Leute verstanden, was wir machen wollen, haben wir ihnen gut genug vermittelt, was als Ziel ist. An dem Moment habe ich die echt angefangen, richtig dort drin zu leben, da war ich ganz froh darüber, dass die Leute gesehen haben, ihr Ziel ist nicht irgendwie permanent aus dem Nähkästchen zu plaudern, mir für verschiedene Sujets zu normalisieren. An dem Moment, wo man den Preis kriegte, muss ich sagen, dass das Schönste war, dass wir nicht den einzigen Projekt waren, den etwas mit Sex Hut hat. Das heißt, ich habe gemerkt, wir sind nicht mehr lang, es gehen immer mehr Leute rundherum uns. Sie wird Jugendprojekt, mir auch eben Medien, ganz viele verschiedene Sorten von Medien, die als Sujet immer mehr abgreifen. Und ich fand gerade schön, dass man nicht mehr lang sind. Das stimmt. Aber vielleicht sollte man über die menschlichen Begleiterscheinungen medialen Terrain können wir da ein bisschen schwatzen, da geht nicht pur wieder zu verlieren. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also Joel, ich will dann ganz kurz Zeitreise mit dir machen und denke, back to the roots. Wenn hast du die erste Kehr mit Sex zu den über dem Medium? Also was war die erste Zucht vom Medium, die dir irgendeinen Inhalt vermittelt wird, der sexueller Natur war? Also neben einem Aufklärungsbuch war ich irgendwann geschenkt, weil all drüber enker ihr Geschwisterchen weh war. Go wird sicher die erste Ableger über so ich nenne sie mal Frauenzeitschriften. Also vielleicht nicht unbedingt die ganz schlimmen Boulevard Bild der Frau Sachen, mehr so Brigitte an so Sachen, die dann heinz eben beim Doktor lochen oder auf der Toilette oder so zwischen. Ich meine, das kann das schon von der Müsli-Packung bis eben so Zeitungen, die ich verloren. Alles, was ich schon hat Fangerkrut gelesen, auch wenn ich nicht immens viel verstanden habe. Da wäre relativ oft dann so Tipps dran, wie sein Partner besser verwinnen kann. Ich meine, das effektiv oft durchs Gangen, als den Mann besser zu verwinnen oder zu gehen oder bessere Sex zu haben, an dem Sinn ihm mehr das bietet, was er gerne hat, wie das wirklich Bedürfnisse von der Frau gegangen ist. Ich kann mich da aber ein bisschen irren. Einer relativ jung. Aber dir wäre das Bravo. Also die Asio Magnus 57, also 1957, die ich rauskommen, mir hatte da extra 400 Sendung nur geraschend, also ich von sie wahrscheinlich mal 10, 11, 12 die erste ja an Augenschein genommen. Und das Witzige dabei war, dass ich sie nicht direkt von Anfang an selber dürfen kaufen oder gut von meinen Eltern, wir sind effektiv bei den Mädchen gegangen. Und da haben wir als dann Dr. Sommer Frohen angeguckt, auf jeden Fall mit Antworten, die auf die Frage gekommen sind. Und auf der anderen Seite gibt es auch ja, so Erklärungen, also Fotostrecken, wo Leute effektiv plagisch waren. Ich kann heute nicht mehr sicher jetzt sagen, ob ich die mal immer nur angeguckt habe, ob sie über Anatomie zu lernen oder ob es vielleicht auch einfach schön war. Ja, Genitalien auf freier Wildbahn können zu beobachten, ohne dass das irgendwie der Mord kriegt. Ja, schon viel Sachen darüber gelernt, schon eine Gebrauchsanweisung gelesen, für jeden am besten Masturbiert, dann so der Ball für gut funktioniert. Das waren also verschiedene Sachen, für die sind ich effektiv der Zeitung dankbar. Sie viele andere Sachen, die haut
aus der Distanz geguckt, wahrscheinlich auch viel mehr kritisch gesagt. Ich meine, war nicht die schlimmsten Echt-Konfrontationen, die ein Mensch kann nun den Absfolgewur gehen. Okay, just se da lo net ich denkt okay wieso schwätzen sie ganz wilde Janeen mir probieren haut als iwwer Sex am Medien zu halen an mat Medienmenge mal alles wat net fiktiv was also journalistisch Medien an Podcasts an so weiter also fort dat just fir ganz kurz enker zu erklären wat Melo opgefallen ass nun allen zwei Anfang als echt Erfahrungen mat so Sex am Medien gehabt mat Medien die bisschen wie soll ich so einen opklärerischen Gedanken hatten oder eng Höllestellung wollte bieten und das fand ich einen interessanten Zugang weil am Anfang zu der Zeit wahrscheinlich an den allermeisten Massenmedien den doch wahrscheinlich besseren Zugang zu Sex wäre weil die anderen Zugang die man so auffallen als entweder der Sex immens sensationalisiert wird also es war durchaus doas an durchaus genauso doas wie an der Bravo also muss sich just gewisse Boulevardzeitungen gucken du als entweder auf der erste oder auf der dritte Seite ganz oft eng plake Schwerdrop oder gibt eben enorm tabuisiert also geht entweder drüber geschwert oder geht ganz weit fortgedreht an irgendwie mit komische Wörter im Schriften und dann schenkt mir so den Bravo Fragenmagazin Aufklärung bisschen Tipps gehen vielleicht nicht unbedingt immer ob die beste Manier mehr aber irgendwie probieren die Leute Apps mal auf die Weg zu gehen werden soll helfen das schenkt man dann einfach in so den allerschlechtesten Zugang zu sehen ja tut ja irgendwo wann ihr so will etwas Präventives also die Gebrauchsanweisungen an die Hilfestellungen weil der andere Seite davon steht als das war mir Sex an der Zeitung am Radio wo auch immer untreffen an nicht erst immer Schluss von etwas Negatives sie wird dass ein Personen entfordert gehen auf vergewaltigt gehen oder dass man Todesschau hun die durch sexuelle Übergriffe zu Tod kommen sind so den das immer so an vom Lied wird engem vier gespielt wird also auf verschiedene Medien bei verschiedene Leute wo et quasi immer weißt et kann just ob in allen Schluss rauslaufen dat hunnech auch schon evaluiert am Sinn davon dass die Zeit wo AIDS als Thema und die große Öffentlichkeit kaum kann net also huet Phase gehen da kann nur lesen wo irgendwann dat in sexuelle Thema effektiv war dass de AIDS als traurigsche Schluss von einem sexuellen Akt durchgestaltet ist der Tisch Sex war verbunden du dass du stirbe konst am Nachhinein es soll net Zeitungen weil du net all voll dummer damit wann ihm etwa mans dominant dass dat allen über allem geschwirft wird an hat han gefehlt dass dem Moment bist du vergisst gouf dass der eigentlich auch über Scheen Sache schwarze kannst und darüber schwarze kannst dass der flottes kasinen an dass dat für allem auch nicht nimmen du aus für Kanner zu kreen mir auch für Langfried zu hunn also weiter dat fand schon spannend dass dat sich ein bisschen gewandelt wird oder dass dat sich auch immer gegenseitig neue herausfordert also Medienwelt stöppelt ja bisschen den anderen und was können wir uphaken also weil ich niefte Geforen oft gesehen hun oder wat mir also du schätzt man vor Content mir echt wirklich vor Jugend oft abgefallen als dat so sensationalistischen balchovoyeuristische Blick ob alles ging aus wat eben nicht der heteronorm entsprach wird also alles wird irgendwie queer schwul lesbisch trans also aber auch einer deviant Praktiken nennen es nun mal wie Swingen oder BDSM da das dann an so Sendungen wie Liebe Sünde die ich ehrlich gesagt nicht oft geguckt habe weil der zu einer Zeit gab wo ich aber noch relativ jung wäre mir das die Vierspann ich immer schon ganz spannend von dann Heinz du und Stadt dann himmlisch ganz spät overs geguckt das wäre dann aber immer also Menge Erinnerung immer so ganz lüsternen voyeuristische Blick ob Leute die irgendwie ernst ziehen an das so ganz komisch das geht auch nach andonisch gefiel also aber ein ziemlich große Wandel gehen dat eben nimi so den Blick ob dat ändert als mir echt so okay hey mir silo hey am mir schwarze River Eis und die lässt das nur der ist nicht nur mir hun abschiedfalls den Mikro oder Kamera oder Tastatur an könne so wie wirklich aus an du hun schon gefiel dass das dat auch einfach matze sprüchte dat auch an
allen anderen Medien schon zwar schon lange kein Bravo oder kein Frauenzeitschrift mir abgemäht, muss ich so mir schön und das einfach ein bisschen auch durchgesagt wird, dass die Blick ob das ändert nämlich so krass ist und nämlich so juristisch ist. Ja, es wird man den Zoo-Effekt. Also das ist nicht so, wir gehen an Zoo, wir gucken die komischen Leute, die BDSM praktizieren oder eine offene Beziehung haben. Aber du stellst dich echt da zusammen, erlaubst das einen dem anderen nur. Und ich fand, du kannst ja auch medial viel mehr in eine Richtung, dass eine Gesellschaft viel mehr wirklich so aufgebildet wird, wie sie bunt zusammen gemischt ist. Das heißt, wir sind effektiv, wir gehen mehr fort von dem heteronormative Bild. Und du bist auch teilweise an der Zeitung, an dem Radio auch nämlich so den speziellen Interviewgast, nur dem es 150 Jahre Gesicht gehen ist. Weil irgendwann einfach abfällt, als mehr wie eine Person zu Lützeburg trans, zum Beispiel. Da finde ich, also die Veränderung habe ich zu Lützeburg ganz stark mitgekriegt. Also die erste Kehr, wo das thematisiert ging, also ich meine, also wo ich mich richtig daran erinnern kann, das war ja beim RTL. 4 oder 5 Jahre und dann kommen so die Klangdrüpsen auf verschiedenen Radiosendern, auf verschiedenen Zeitungen, dass irgendwann die Leute gemerkt haben, die Kollegen jetzt nirgend mal oder meine Cousine von da und da, die uns konzerniert, also jeder hat seine Geschichte. Und ich habe das Gefühl, dass ihre Geschichten auch mehr Platz kriegen. Wie stehst du dazu, Joel? Also ich fand immer ganz schwer zu bewerten, was so geschieht, das weil ein bisschen so ein trübe Blick ob seine Jugend hört, weil ihn du ernst Medien konsumiert hat, wie ihn das vielleicht haut mischt oder wie ihn das vielleicht auch mal einen Blick für die Sache mischt. Es ist schon noch das Gefühl, dass gewisse Phänomene so all 5 Jahre neu entdeckt gehen. Die kann ich mir gut vorstellen, dass die Reportage, ob sie so gespielt ist, dass das vielleicht gar nicht die echt wäre, dass das vielleicht schon 20 Jahre früher schon ein klein Gauf, aber das schon vergisst gehen, also dann also Menschen, den sich ganz schlau gefühlt hat, weil das Thema quasi entdeckt wird in der Gemeinde. Was hier auch etwas ist, wo wir ja auch probieren, ein bisschen ein Game zu schaffen, für eben Sachen zu normalisieren, dass eben nicht immer so als, oh, das geht ja auch noch aus dem Tierrang zugehen. Ich meine aber, dass das stattfindende Wert, der Wandel, einerseits, weil es ein gesellschaftlicher Wandel ging aus, wo viele Sachen eben viel mehr normal gesehen, viel mehr unerkannt gesehen, und aber auch also einfach Teil von der Gesellschaft sind an nämlich so, okay, der steht irgendwie da als ein Merk, mehr denkt am Jahr, er Pride und das ist gut, mir wirklich Teil von der Gesellschaft gesehen. An den anderen wichtigen Punkt meine ich, dass das einfach etwas, was wir all die ganze Zeit gerade erleben, und das ist der Medienwandel. Es gibt eben einfach nicht mehr just 3, 4 große Zeitungen an 3 Radiosendern, mit gibt ein ganz großes Panoplie und Medien, wo Podcasten dabei gehören, wo, wenn ihr breit fassen will, da gehören doch einzelne Facebook-Accounts dazu oder eben Instagram-Accounts. Ganz sicher. Die alle guten dazu beitragen, dass Leute hier Geschichte können erzählen, dass Leute hier Vue können erzählen, dass Leute auch können Durchstellungen kommentieren. Also ich meine, dass den Haut als Person, die an die Medien schafft, ganz ernst muss mit Themen umgehen, weil Kritik viel weit kann Welle schlagen. Und ich fand das bei diesem Thema ein gut Sache, da den ein bisschen mehr dazu gezwungen wird, einen sensiblen Umgang zu haben, weil es Möglichkeit gibt, dass Leute den so relativ öffentlichkeitswirksam kritisieren. Wenn ich das nach der war ganz mit dem, was wir am Anfang geschwärzt haben, wenn ihr zum Beispiel das Radio guckt, vor kurzem war den Herr Bausch AWT vom Dach, für darüber zu schwatzen, dass Madame Tanson nur lang nicht schlafen konnte und dann hat auch noch ein bisschen über Verschwörungstheorie geschwärzt auf Fliegerin. Und das ist ja ein Format, wo oft neues Politiker oder sonstig Personen vom öffentlichen Leben da sind. Und an der Reihe hat es sich aber hier verändert, dass auch neues um 7:30, den am Radio sitzt oder am Gang aus den Schmierzi ist, der Präsident von der Assoziation für inter- und transgeschlechtliche Personen eben seine Stimme hat. Das heißt, es ist auch ein Frühstücksthema und es ist ein bisschen gegenteillich zu dem, was du für drunter gesagt hast, mit, es lebt zu einer Auerzeit, wo kann er sowieso am Bett liegen und dann noch nicht mehr nach. Das war ja immer so eine Sendung, das dann die nach Oves lungern, also sowieso ein bisschen pervers Tendenzen, ja. Und die gucken das selbst auf der Tele, also so nicht überspitzt. Und das ist interessant. Sendezeiten haben sich verändert, auf welchem Deal von einer Zeitung es steht, das ist nämlich
just eng Randnotiz bei den Accidenter oder bei den Überfall, die passiert sind, das am Deel von der Politik, weil man auch über politisch Raster vu verschiedene Mënsche schwatzen, mir schwatzen iwwer Gesetzer, mir schwatzen iwwer Tampons, Tax, kann auch am Kulturdeel sie, weil man méi Kulturalstecker hunn a Filmer, die rauskommen, die man am CG zu dienen an. Ich fand interessant, weil de hue sech méi an mit gezun, oni dass irgend den eng Panikattack krit von Thema ugeschwart gëtt. Das ist auch interessant, das bisschen zu vergleichen oder zu beobachten, was für Schritt so politisch gesagt gesehen an schon gefiel so unwichtig Stadtfleisch haut auch wann nicht so lange her ist schenkt dat den Mariage den Homosexuellen dat aber bis so in Dammbruch wär an aber komischerweise nicht immens viel Wasser aus dem Damm kommmers me das einfach so eng dir Obgang an nöserlös drippelt lo an sind einfach Sachen normalisiert gehen me du muss ich vielleicht auch so du hast Politik der Gesellschaft doch vielleicht so 15-20 Jahre an den Dro gewicht an dat Sachen die schon viel echter akzeptiert gewähren a wo kein lang gemucht hat die sind einfach für mich spät kommen wie sie hätte solle kommen an das interessant wie sehr dat geht an wer eben auch menlo an den letzten 20 Jahren geschieht als dat eben nicht mehr die groß Gatekeeperin medialer Erd gehen also es gibt eben nämlich die Großzeitungen die Großradioen die all den Informationsfluss kontrollieren ich kenne das ja, ich schaffe ja bei einer Zeitung die am Anfang gegründet ging als gage Medium als Alternativ zu denen etablierten Medien den Radio Ara auf denen dieser Podcast lebt ja auch als gage Radio zu einem großen monopolistischen Radio und ich meine wir können als Haut gut nicht vorstellen wie das Demos wäre weil das einfach ein paar Player gibt die den ganzen Informationsfluss am Land kontrolliert tun an Haut als dat einfach die Alternativmedien sie bald überflüssig gehen weil so viel einer Kanäle geht weil einfach so viel mehr einfach durch den Internet sich zu informieren an da das auch natürlich wat Normalisierung und Akzeptanz von zum Beispiel non-binary sind also schere viel von älteren Transleit die so hätte ich gewusst dass die Begriff gibt gehen ich hätte mich dem so bezeschend und ich hätte vielleicht ein bisschen in andere Wege gemäht demos aus das Konzept, dass es vielleicht gehen, mir nicht mit denen wir da und wäre für allem nicht so einfach, um die Informationen zu kommen. Da das haut sie viel Sache für mich einfach und dafür also doch mehr einfach sich darüber zu informieren, dass für Medien schaffen, da dann aber auch mehr einfach zum Beispiel Interviewpartnerinnen zu finden, mit denen sie über so Themen können schmerzen. Das ist am Anfang auch eine schöne Entwicklung, weil ihn sich so gegenseitig befruchtet. Also du hast das schon ein bisschen so gesagt, so Medien in der sich, mich schon auch gefühlt, der so Leute, die bisschen so eng Aktivistinnenrolle haben oder einfach eben eine Social-Media-Profile, wo sie zählen, wie es ihnen geht oder wo sie Sachen teilen, dass die auch die Medien gegenseitig befruchten und dass denen du eben auch zu Themen könnt. Und das fand ich auch ganz flott. Wer den beobachten kann, also sowohl bei Sachen am Audiobereich wie auch Artikeln, die ich lesen kann, ist das nach wie vor Situationen, wo Leute anonymisiert sind. Das ist kürzlich nach einer Geschichte gewesen, was die sexuelle Belastung am Dekrischer Lycée belangt. Da muss ich sagen, du hast ja einen Prozess am Gange, an Laufen zu kommen, wo ich verstehe, dass Leute retizent sind, für am vollen Numm zu stehen, du hast ja noch mal aufzuwarten, ob du juristisch Konsequenzen kommen und so weiter. Mir ist schon gefehlt, dass das Anonymat ein bisschen zurückgegangen ist, weil Leute sich mit verschiedenen Sachen, die sie erzählen wollen, gar nicht mehr so stark genieren. Und eben so ich will mein Numm so und ich stehe hinter dem, was ich eigentlich erzählen will. Und ich meine, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass es mittlerweile mehr Leute gehen, die bereit sind, nur zu lauschen. Und ich denke, das zeichnet sich für allem, gerade am Podcast zeigt er immens auf, dass, wenn du Dinge eine Geschichte erzählst, und wir machen das hier seit 3 Jahren beim Sex-Podcast, dass viele Leute sich bei der melden und die sagen, die allen Erfahrungen, die habe ich auch gemacht, oder da du hast auch bei mir ein schief gelaufen, mit das so cool, dass wir alle eine Lesung von und weiterkommen sind. Und du bist nämlich so den One in the Middle, mit du merkst irgendwann, dass es eigentlich viel mehr zusammenhängt. Und du fühlst dich mit vielen Sachen auch Männer länger. Und ich fand, das ist, wenn ihnen nicht total übertreibt, kann der die Menschen sehen. Weil das Leute eben zusammenbringt. Weil das Leute immens viel Scham wäschelt.
weißt du, die echt Tabuen, die du brechen musst, das ist für dich mal Ding immer von den großen gesellschaftlichen Debatte beschwatzen. Und ich fand dadurch, dass viele verschiedene Menschen mehr visibel gehen, hält das dem Ganzen auch das spektakulär, von dem wir für drüber geschwatzt haben. Denn so lässt sich am Endeffekt einfach ab. Also für mich gehen die pur Punkten do, auch wenn du gerade über anonym schwätzt, es gibt den Punkt, dass Repression gött a gouf, also vielen Deler von der Welt gëtt ze nach immer gehen zum Beispiel Queermenschen an, et gëtt doch net staatlich Repression mehr einfach Mobbing oder sos gesellschaftlich Ächtung Probleme, die en erwerde kann, je nachdem wer die seht an als wer den sich out. Verschiedene Leute, die sich die willen anonym bleiben, und ich fand auch, dat wann den anonym bleibt, der Tisch normalerweise die Person, die Geschichte abschreibt, die Journalistin, dat der aber weiß, wie den ass, und ich fand es trotzdem ganz wichtig, dass Leute die Geschichte erzählen. Und das sind oft Leute, die wirklich in Damm brierschen und die wirklich ein Tabu brierschen, und dazu gehört ganz viel Mut, und du darfst dann noch anonym bleiben, meiner Meinung nach, wann das für sich selber mir sicher fühlt. Mir das natürlich durchs Recht, das haut mir einfach über viel Themen zu schwätzen an, mit dem Gesicht zu steuern. Ob man es zuletzt beschwerte, wahrscheinlich viele Leute nach Angst tun, sich zum Beispiel zur Homosexualität oder Bisexualität zu bekennen. Und zu sagen, okay, ich stelle mich schon mit meinem Gesicht hin und ich oute mich. Was schön ist, was wirklich gut ist und was schon lang nötig ist. Aber so just, es gibt wahrscheinlich für viele auch immer Gründe, für anonym zu bleiben, wenn du die richtigen Praktiken von journalistischer Seite gewährleistet gehen, dann fand ich das absolut übrig, da korrekt gibt es natürlich immer nach mir große Zeichen, dass wir Leute hier weisen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine große Titelseite, die an die Geschichte gegangen ist, ich meine, der Stern, wo 100 Frauen drauf wären, die aufgedrieben haben, genau. Demos nach mir illegal wäre, wie es haut an Deutschland immer noch ist, mit der einfach hier das Gesicht gewiesen haben. Also so Aktionen braucht auch eins, hier eben einfach in Tabu zu brechen. Und das hat ja auch bei unserer letzten Rubrik gemerkt, die diffusiert genau über Schwangerschaftsaufbrüche. Du haben sich auch Leute bei uns gemeldet, für Erfahrungen zu teilen. Ganz oft melden Leute sich auch bei uns, weil sie andere Leute mit schützen wollen, weil sie also sich so Tipps weitergeben, wo sie froh könnt, ihre Nullausstraherinnen und Nullausstrahler, die wann es gibt, gehen. Aber mir gesehen den Leute hier nicht mehr trotzdem, wenn sie schreiben, an einer langen Date, also ein immens schöner Vertrauensbeweis, dass ihr nicht seht, Konnexion zwischen denen, die an einem Medium sitzen, an denen, die es lauschen oder konsumieren, die wir sind natürlich auch viel mehr kurz gehen. Und das ist ja auch schon mal eine wertvolle Sache. Und ich fand, muss ich selber die Responsabilität für sich überholen, mehr auch eben als den Medien schafft, dass sie auch den guten Moment findet, für einer Person zum Beispiel in einem Podcast, die war so etwas zu schwätzen. Also die erinnert dich, wir hatten eine Emission über Erststörungen und du hast auch mit der Person, die mit dabei war, haben wir aber geguckt und aufgespart, ob die Situation selber lang genug hier war, für dass wir auch roh können drüber schwätzen, ohne dass man euch selber retraumatisieren an der Sendung. Ich meine, du musst noch aufpassen. Jeder soll seine Geschichte erzählen können, aber ich meine, muss ihn auf ihn aufpassen, auch wenn er sich gegenseitig nur lauscht. Und da muss ich gucken, also du der richtige Moment, können wir eine Pause machen während dem Gespräch. Das hatten wir übrigens auch bei der Trauersendung. Da war ich ein bisschen Rose gehen. Also über die Welt, nicht über den Eli. Und da muss ich gucken, wie viel Raum hast du für du. Was ich dich dazu noch wollte fragen, mir schwätzt du viel von einzelnen Schicksalen. Wie stehst du dann zu den sogenannten Experten und Expertinnen-Meinungen? Also so, dass wir die gar nicht mehr brauchen. Ich meine, dass den immer eine Mischung braucht zwischen Einzelerzählungen an Leute, die Phänomene abschätzen können und anordnen können. Und da sind wir froh, wen ist dann Expert oder Expertin für ein bestimmtes Thema. Weil Betroffene sind oft die besten Experten für ihr Thema. Aber gar nicht irgendeine Person, die Sozialforschung darüber möchte, die vielleicht gar nicht die richtig vorstellt, weil sie nicht den Abblick hat. Andererseits können aber Leute, die vielleicht sogar forschen und selber betroffen sind und dementsprechend noch einen ganz anderen Blick auf bestimmte Thematiken haben. Also du so nicht und ich meine, ich kein gute Antwort. Ich meine, du musst wirklich immer per KPK gucken und auch immer wissen, als Journalistin,
was für eine Geschichte will ich eigentlich erzählen, als wenn das am Anfang mein abhängt. Das kann ich noch ganz leicht erfahren, gerade als Journalistin, dem sie eine Person interviewt, da meint die, also auch wenn sie betroffen sind, auch wenn alles das, was sie sieht, an ihrer Perspektive stimmt, das muss ja nicht für all die anderen Leute, die ähnlich betroffen sind, auch so sind. Also das ist mein ein Gefahr, die kann laufen, dass den Einzelbeispieler findet oder sich raussicht oder unbewusst raussicht, die dann so fall gemengert gehen. Und das also das kann eng kohärent Geschichte sein, die aber dann just auf außen stehender kohärent wirkt und die für die Leute, die am Anfang selber betroffen sind, dann so wirkt, wie wenn ihr da irgendwie ganz komisches Beispiel geholt hat und das passt am Anfang gar nicht. Wie siehst du das? Muss ihn sich beim Medienkonsum ja effektiv bewusst sein, wem seine Realität geht gerade aufgebildet. Also ich fand Lützburg Beispiel aus zum Beispiel so, also den Jaja vom Pause-Podcast, den möchte ich zusammen mit dem Gilles, an hin und einen eigenen kleinen Podcast, und du schwatzt hin über sich selber, an hin schwatzt, und das fand ich cool, unter anderem über seine Erfahrungen zu Lützburg als schwule Mann. Und hat auch Sachen erzählt, die haarsträubend sind, also wo ich richtig Rose gehen, nicht ob hier, mehr ob Gesellschaft, an der hier groß gehen ist. Und das ist hier Sing-Variant. Das ist Sing-Variant von dem, was hier erlebt wird. An ein Stück weit gehen bestimmt auch andere Leute, die das ähnlich erlebt, mir das Sing-Insel-Geschichte. Und das ist nicht so, dass wenn du seinen Podcast lauscht, dass du da weißt, wie alle schwule Männer zu Lützburg geht. Mir hin liest ein wichtiger Beitrag. Und genauso ist das wie bei unserem Podcast auch. Du und Kelly haben eine Episode über BDSM abgeholt. Das ist eher subjektiv wie mit ein paar allgemeinen Informationen. Und du hast dann ein Stück Baukasten an einer riesigen Kiste voller Baukasten. Und ich meine, dafür ist es ja cool, dass es mittlerweile mehr Medien gibt, weil da kannst du einen Artikel zum Thema lesen an der Vox. Du kannst am Journal ein Interview dazu lauschen, da gehst du dabei Tageblatt nach etwas sichern, und dann hast du Gott sei Dank nach Medien aus dem Ausland. Aber vielleicht kannst du da sogar auch nach Antwort irgendein Editor oder sogar, mit dem du zwar nicht d'accord bist, aber du hast Debatte, die aber möglich ist, das aufgleichen eben. Und dafür fand ich da so wichtig, dass ich nicht nur eine Sache konsumiert. Ich will nicht, dass dir just das Hex-Podcast lauscht. Also das soll ein Teil von dem Großen sein. Ja, also es gibt hier oft den junge Generation viel geworfen, dass sie an so einer Filterbubble drauf wären. Aber wenn dann aber viele Umlenker die berühmt-berüchtigten Expertinnen zu zitieren, wenn den schon über Studien guckt, dann ist das von den Generationen guckt genau umgedreht. Also die Miela Leute, die und effektiv sind echte an einer Filterbubble dran, die dann oft aus ihrer Jahreszeitung am Radiosender, wo es just jeweils gibt, besteht, an die Jungleute sind aber echt so, dass vielleicht nicht ein Abo haben bei enger Zeitung mehr sich Artikel bei 3, 4, 5, 6 Zeitungen sicher gehen, da wo die gerade passt, geht das mal alle Guten als Präferenzen hun an sind noch froh für all die Leute, die just Podcast lauschen und das mehr wie Sex. Also du Kita dann natürlich ganz viel anderer flotter unergött so, also so was nicht. Ich wollte dir schon etwas fragen, was auch mal im Podcast zu dir nicht. Ja, ist gespannt. Hast du schon ein Gefühl, du hast Oversharing gemacht? Schon heinst du drüber nur gedurcht. Also im Nachhinein. Schon dann 2, 3 Tage gebraucht. Und dann habe ich mich aber irgendwann beruhigt, weil ich mich mit der Person, mit der ich die Sendung gemacht habe, wohl viel tun. Aber weil ich wirklich gedurcht habe, du hast das gesagt, was du fühlst. Und du willst nicht davon irgendwie zurückziehen, weil das ist wertvoll und okay. Für mich ist die Maßeinheit immer die, kann einen anderen oder einen anderen etwas lernen durch das, was ich gesagt habe. Und das heißt, es gibt nichts, was so penibel wäre oder so schlimm und dramatisch in meinem Leben, dass ich mich wirklich schummen, für das irgendwie noch außen zu tun. Es gibt andere Sachen, die gebe ich einfach nicht erzählen und du fies nicht erzählen mir, das ist das, was Kelly schon oft erklärt hat, nämlich es gibt einen Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen. Es gibt Sachen, die sollst du nicht für dich behalten, weil sie andere gefährden oder dich selber. Und gute Geheimnisse sind die darfst du für dich behalten. Und das ist total okay und das gehört an dir. Wie ist das da bei dir? Hört ihr dein Rumor am Bauch? Es gab schon 2, 3 Momente, wo ich gedacht habe, okay, das, was du gerade gesagt hast oder gerade am Gange was zu sagen, ist schon ziemlich intim. Auf verschiedener Gove doch ganz interessante Reaktionen. Da sind wir immer bei der BDSM-Episode, die berühmt-berüchtigt. Aber am Großen und Ganzen
stehe ich aber dazu, dass ich das gesagt tun an gibt da doch nicht mehr andere gehen. Also da das für etwas, was mir Hund gelehnt hat, wie dass wir die Podcasten abholen und nicht live senden, haben wir ja immer gelehnt, für sie zu schneiden, für sie rauszuschneiden. Und ich bin bei denen Sachen ganz froh, dass ich gesagt habe, nee, komm, wir lassen die dran. Und das ist manchmal auch wichtig zu wissen, wie ich da den Wert kann sagen, auch noch genug Vertrauen an sich selber zu haben, der den eben das richtig einschätzen kann. Das ist aber nicht immer ganz einfach, das so anzuschätzen. Und ich fand das teilweise wirklich eine Gratwanderung, an teilweise also ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn dann eine Episode rausgeht, wo ich weiß, okay, du zählst etwas, was wirklich ziemlich intim ist, wo ich mich verletzlich machen, um das so zu sagen. Aber ich muss sagen, wenn Reaktionen kommen, werden sie immer ziemlich positiv und ziemlich cool. Und dadurch bin ich dann aber froh, beziehungsweise wenn sie nicht so cool wären, dann wären sie nie immens persönlich. Aber ich dann mir allgemein und dann kann den Dummer da relativ gut umgehen. Wir haben ja an der vierletzten Episode, wo wir ja über Kulturen gespart und wie viel Sorte von Kultur es gibt. Und ich meine, dass man der Feedback-Kultur zu Lützeburg, das ist ja noch immer ausbaufähig, da sind wir uns hier eins. Und ich fand gerade, weil wir nämlich, oder sowieso nicht die Insel sind, die über Sex und Sexualität schwätzen, also eben noch das Flot, da sind andere Podcasts, die sich mittlerweile bei ihnen melden kann. Und zwar nicht nur für Shoutouts zu machen und zu sagen, die sind als Kollegen oder die nicht, mehr für sich zum Beispiel Tipps weiterzuschicken. Also Ceci, das sein Podcast hier seit einem halben Jahr, da ist es an der letzten Episode Vergewaltigung bei Männern gegangen. Und ich nicht wichtig fand, dass das angespart gehen ist, weil mir als schon ein Gadabisch gemacht hatte, für Englisch zusammenzustellen mit ein paar Tipps, was den du juristisch machen kann, war ich froh, dass man das weiterschicken konnten und hat dann das dann gedealt wird. In Debat an der Gesellschaft soll okay fucking Monolog sein. Und ich fand, wir sind da eigentlich relativ gut mittlerweile in der Weg zu Lützeburg, dass das auch mehr ein Austausch losgeht. Und das für allem für verschiedene Altersgruppen gibt. Es gibt auch immer mehr Jugendhäuser, die Podcasten zum Thema machen. Also ich bin eigentlich ziemlich froh, obwohl ich ganz lange extrem pessimistisch war. Mir gesehen, ich den Blumenbouquet so selber ein bisschen. Ja, und nicht nur zwischen den Podcasts, sondern auch zwischen Eis, zum Beispiel an Eisen Nullausstrahlerinnen. Also ich bin immens froh, wie wird all die Feedback, die wir auf Instagram zum Beispiel kriegen, an wie viel Leute teilweise geht, dass das immer anonym gedealt wird, dann öffentlich, aber trotzdem, wie viel Leute als Mathe-Teilen, du hast ja auch schon angeschwärmt, manchmal mal so mir ganz schwierige Sachen, mir Probleme, mir auch einfach, wenn wir frohe Stellen zur Masturbation, das ist aber ein Thema, wo nicht so in op der Straße schiedfreien Gift drüber mehr auf Instagram funktioniert das dann und ich bin immens froh, dass das so lebt und das ist auch ein schönes Gefühl, Teil von der Community zu sehen. Soll man mit dem schönen Gefühl abhalten oder willst du noch etwas Schlimmes zählen? Wie das mal nicht so viel Zeit heute noch will beanspruchen, ob einfach Ankündigung und Versprechen. Wir werden erst den Blumenbouquet, von dem ich gerade geschwärzt habe, präparieren, sodass ihr den auf unserem Instagram-Account checken könnt. Das heißt, du wirst eine Zusammenstellung machen, mit, wenn der euch für das Sujet interessiert, wo da Sachen zu lesen kriegt zu Lützeburg, was Podcasts vielleicht auch noch aus dem Ausland sind, die ihr lauschen kann. Also, du stelle mir etwas zusammen, du hast eine Zeit schon mal zu dienen, von der Lust drauf hat. Yes, und für den Rest gebe ich so ein, wenn der Feedback hat zu Medien, ob er gut ist oder schlecht, checkt die Leute. Weil das ist etwas, was nicht oft gemäht wird, gerade wenn nicht gute Feedback ist, den kriegt ihr als Journalistin oder als Medienschaffender nach viel Männer oft, wie ihr vielleicht gibt, mengen. Also hol dich doch gerne in Herz und checkt die Leute in Herz. Ja, oder kritisiert so konstruktiv. Von Musik. Genau. Das kann auch weiterhelfen, wo es wiest ihn drin. Da wusst du noch gut, Joel, und dir selber. Ja. Ich wollte so ein dann nicht Kilo Blume plecken und wir präsentieren nicht dann. Machen wir. Wir sprangen lose wie klein schäbischer Dichtwies. Ja. Vergesst nicht genug zu trinken. Genau, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ciao. Tschüss. Ein gut froh. Gut gefrot. Ein gut froh. Wat aus Sex abischt. D'Wurt seelet schon. Sex abischt aus abischt. So spiegelt der Begriff Sex abischt oder auch Sex Work
Die explizit Forderungen von Sachsarbeiterinnen, NGOs und Expertinnen Sachsarbeit als Arbeit zu gesehen. Leider ist das Lebens- und Arbeitsrealität von SachsarbeiterInnen oft noch mit vier Udeler am Mythe geprägt. Seit Jahrzehnten setzen sich SachsarbeiterInnen und Expertinnen dafür an, dass sexuelle Dienstleistungen entkriminalisiert und legalisiert gehen. Weil das, was Sexwork von vielen anderen Arbeiten oder Berufen unterscheidet, ist, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind als Folge von der schlechter gesetzlicher Regulierung von den Arbeitsverhältnissen. Der Staat verseht und packt es nicht ArbeiterInnen an dem Arbeitssegment angemessen zu schützen. An dieser Rubrik gucken wir uns an, was für verschiedene Formen von Sexwork es gibt, an wie medial und politisch Diskurse, also wie Sexwork an Medien der Gesellschaft und an der Politik durchgestellt gehen, dazu beitragen, dass die verschiedenen Mythen und Stigmatisierungen aufrechterhalten bleiben. Und so auch dazu beitragen, dass es keinen legalen und reglementierten Kader für Sexarbeit gibt. Es gibt noch einen zweiten Teil von dieser Rubrik. Den können ein paar Wochen raus. An der gucken wir noch ein mehr konkret an, was die Situation von Sexarbeit zu Lützeburg ist und wie die legalen Aspekte und Regulierungsmäßigkeiten aussehen. Bevor ich anfange, noch eine kleine Ummerkung zum Sprachgebrauch. Ich benutze den Begriff Sexarbeit für genau das Forderungen von Sexarbeiterinnen nach besseren Arbeitskonditionen sichtbar zu machen. Ein Begriff, den auch oft noch an der Debatte verwendet wird, ist Prostitution. Das könnte aus dem Lateinischen prostituere, was so viel heißt wie sich öffentlich weisen oder bloßstellen. Das ist tendenziell unzutreffend und aufwertend. Begriffe wie prostituiert oder Hure gehen aber von manchen Sexworker, Sexworkerinnen als Selbstbezeichnung benutzt. Das heißt, wie sie zu sich selber an ihrem Beruf suchen. Hier geht es unter anderem auch darum, sich stigmatisierende Begriffe emanzipatorisch unzueignen. Wie eine Arbeit fällt unter den Begriff Sexarbeit. Sexwork ist ein ziemlich vielfältiges Arbeitssegment mit vielen unterschiedlichen Formen von Arbeitsverhältnissen. Beispiele wären straßenbasierte Sexarbeit, Arbeit am Bordell, erotische Massagen, Escort, Strippen, Porno und Drehen, BDSM-Dienstleistungen, Cammen, also für unter Kamera schaffen, Telefon schaffen, Sugar Babies und so weiter. Manchmal hängt es auch von der Person ab, die Arbeit möchte, ob es als Sexwork definiert wird oder nicht. Zum Beispiel erotische Fotos auf OnlyFans posten. Auch wenn in verallgemeinernd Sexarbeit sieht, geht es nicht nur um Sex, aber oft auch um Intimitäts- und Beziehungsaspekte. Es kann die Sexarbeit am Anfang auch als eine Form von Care-Arbeit gesehen, also Sorgearbeit oder auch nach Emotionalarbeit. Leider gehen die unterschiedlichen Formen von Sexarbeit oft an den Medien der Politik und dem Mainstream gegen den ausgespielt. Es gibt die gute Sexarbeit, die zum Beispiel registriert, legal und oder gut bezahlt ist, und es gibt die schlechte Sexarbeit, die zum Beispiel nicht registriert, illegalisiert, gezwungen und oder schlecht bezahlt ist. Wir sehen also, Sexarbeit geht sehr mit Kriminalität, Zwang, Gewalt und Moral in Verbindung bräucht. Das geht allzu oft Hand an Hand mit sexistischen und rassistischen Strategien. Werde ich damit Mengen erklären ich direkt. Hierfür gucken ich mal 2 gelieferte Durchstellungen von Sexarbeit an, die zu der Stigmatisierung und Marginalisierung von Sexwork beitragen. Erstens, Sexarbeit als soziale Problem. Sexarbeit wird unter dieser Perspektive, die an den 80er Jahren abgekommen ist, dargestellt wie die letzten Ausweg aus einer sozialen Notlage. Sozusagen das Letzte, was die kann machen, für zu überleben und zu verdienen. SexarbeiterInnen, und das auch heute noch, gehen so oft als Opfer von sozialen Verhältnissen gesehen. So gehen zum Beispiel Personen aus Osteuropa dargestellt, die gezwungenerweise an der Westen schaffen gehen, für ihren schlechten sozialen Bedingungen an den Herkunftsländern zu entkommen. Bei dieser Durchstellung ist die politische Lösung,
den Ausstieg aus der Sexarbeit durch Sozialhilfestellung an finanziell aberodend Unterstützung. SexarbeiterInnen soll eng aner Erwerbsmäßigkeit abgemäht gehen. Das Opferperspektiv ignoriert allerdings komplett viel betroffene Personen selber, wie sie hier Lebensrealität wahrholen. Und dass sich dafür auch aktiv dafür entschieden, Sexarbeit zu machen, und das anderen Arbeitsfelder vorgezogen haben. Und dass sie nicht unbedingt wollen, hier Arbeit würsteln, beziehungsweise, wenn sie das wollen, dass es dann darunter leidet, dass, wie anfangs erwähnt, die Arbeitsverhältnisse von staatlicher und gesetzlicher Seite so miserabel gestaltet sind. Den Problem geht also von staatlicher, nationaler und gesellschaftlicher Seite auf die Insel SexarbeiterInnen aufgeschoben. Zweitens. Sexarbeit als Problem von der Globalisierung bzw. als Problem, den aus anderen Ländern kennt. Seit dem Zusammenbruch von der Sowjetunion Anfang von den 90er Jahren an der wirtschaftlichen Globalisierung hat verstärkt eine rassistische Durchstellung an der Debatte rund um Sexarbeit zugeholt. An dieser Debatte gehen migrantische SexarbeiterInnen als illegalisiert, nicht registriert, unfreiwillig und gefährlich konstruiert. Wie ich schon angedeutet, gibt das Problem von der Ausbeutung an der Sexarbeit selber nur Bause verloren, also außerhalb von den europäischen Grenzen. Weil die Gefahr könnte ja zum Beispiel aus dem Osten, wie ich wieder schon angedeutet habe, mir auch aus anderen Nicht-EU-Ländern. Allerdings ist es so, dass die westliche Dominanz über den globalen Arbeitsmarkt überhaupt Konditionen dafür schafft, dass Personen sich dafür entscheiden oder entscheiden müssen, für an EU-Länder zu migrieren, für zu schaffen und zu leben. So geht auch um den grundlegenden strukturelle Problem verschleiert, den am Anfang bei den westlichen, also auch den europäischen Staaten leidet. Wenig überraschend ist es so, dass politische Lösungen an diese Staaten sind, Frauenhandel zu bekämpfen und Frauenhandler zu bestrafen. Sexwork wird also als kriminal dargestellt und mit illegaler Migration verbunden. Durch das Verbindung von Sexwork mit Menschenhandel wird die Ausgrenzung von Sexarbeit legitimiert. NGOs und Selbstvertreterorganisationen für Sexarbeiterinnen sagen, dass Frauenhandel unbedingt als Gewalt gegen Frauen muss bestraft gehen. Aber dass Frauenhandel und Sexarbeit müssen von den Ehen getrennt gehen, weil es sind zwei verschiedene Sachen. Diesen Diskurs zu Sexarbeit stigmatisiert und marginalisiert migrantische SexarbeiterInnen. Zu Lützeburg gehen es übrigens überdurchschnittlich viele Sexworkerinnen, die migrantisch sind. Eine Studie von TAMPEP, dem Europäischen Netzwerk für die Promotion von der Gesundheit von migrantischen Sexarbeiterinnen, sieht, dass durchschnittlich 70% von den Sexarbeiterinnen an der EU migrantisch sind. Zu Lützeburg sind laut der Studie 2008 92% von den SexarbeiterInnen migrantisch. Mehr zu Sexwork zu Lützeburg dann an dem zweiten Teil von dieser Rubrik. Kommen wir zurück zu den Debatten. Etwas, was Debatten zu Sexwork, die ich gerade beschrieben habe, verbindet, ist, dass ganz oft Perspektive von betroffenen Personen und von Expertinnen medial und politisch nicht mit abzugehen. Es geht viel über, aber nicht mit SexarbeiterInnen geschwätzt. Und oft geht es doch gar nicht um die Lösung von Problemen an der Sexarbeit, aber es ist eine stellvertretende Diskussion für eine moralische Debatte nach Frauen. Seit den 1970er, 80er und 90er Jahren gibt es eine internationale Sex Workers' Rights Bewegung in ganz viele Länder weltweit. Das zieht zum Beispiel mit sich, dass sich Selbstvertretungsgruppen gründen an größeren Events, wie zum Beispiel Hurenkongresse, stattfinden. Durch die Arbeit von NGOs, Expertinnen und Sexworkerinnen gibt Perspektive von der Sexarbeit als Arbeit, die einen staatlichen und juristischen Schutz braucht, seit den 90er Jahren auf den politischen Agenda bräuchte. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche und mediale Durchstellungen und setzt den kriminalisierenden und aufwertenden Durchstellungen etwas entgegen. Die Anerkennung, dass Sexarbeit eine Arbeit kann sein, die freiwillig gewählt ist, möchte auch, dass Durchstellungen von Sexworker als Opfer verlost kann gehen. Zusammenfassend kann gesagt gehen,
Sexwork braucht als Arbeit ganz bestimmt Raster, für das die Schlacht an legal ungeschützten Arbeitsbedingungen verbessert gehen. Ob der Arbeitsplatz Sexarbeit geht, wie auch im Büro, am Haushalt oder ob der Uni, zum Beispiel Gewalt von Männern gegen weiblich oder transgeschlechtliche Sexarbeiterinnen. Am Gegensatz zu vielen anderen Arbeitsplätzen haben Sexarbeiterinnen aber nicht die juristische Möglichkeit, dass Ausschluss, Diskriminierungen, Ausbeutungen oder Gewalt können unzukloen. Genauso ist es, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Dann sind Sexworker abhängig von den nicht reglementierten Strukturen und haben noch keine Aufsicherung, zum Beispiel in Form von Sozialversicherungen oder Altersvorsorge. Falls es dann aber legale Mesuren zu Sexarbeit gibt, sind die oft dafür da, Kontrolle und Kriminalisierung von Sexwork aufzubauen, am Platz sie mit anderen Erwerbsarbeiten gleichzustellen. Meine Ausführungen zu den unterschiedlichen Debatten, Durchstellungen und Aspekten von Sexarbeit an dieser Rubrik sind noch lange nicht vollständig. Aber ich hoffe, ich kann euch einen kleinen Abblick geben. Aber wenn es euch noch mehr interessiert, könnt ihr an den Quellen sowie an den weiteren Informationen und Videos auf der Website in dieser Rubrik gucken. Hoffentlich hören wir uns beim zweiten Teil, wo ich über legale Regulierungsmodelle für Sexarbeit schwätze, sowie für Willst du noch Sexarbeit Fragen, zu Antworten Lützeburg. oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CSAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CSAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.